Schönen guten Morgen. Tag 2 und nicht ausgeschlafen. Da drin schlaft noch wer. Ja, wir haben das Dach heute in der Nacht zusammengepackt, weil es so viel gestürmt hat, dass wir gesagt haben, das funktioniert nicht, da schlafen wir nicht, es ist vielleicht auch nicht sicher. Jetzt haben wir im Auto geschlafen. Nicht optimal. Aber wir haben schon Gäste. Schau. Wir sind sehr motiviert für Tag 2. We've been living in sin so long, all the fields are gone. Fella stopped me on the street last night. Jetzt geht es in ein kleines Dorf, das bekannt ist für seine gut erhaltene Architektur, oder beziehungsweise schöne alte Häuser und ein bisschen den alten romanischen Flair. Und zwar Missfahrt all irgendwas, wir blenden es ein. Die Sprache ist auch nicht das Leichteste. Ja, wir sind gespannt. Das Einzige, was ich jetzt da wollen können, ist, dass halt Freitag ist. Da ist gar nichts, wirklich verarschen. Scheinbar ist von der Richtung auch noch mal auch vielleicht, weil es ist kalt. Da fühlt man sich kurz special und dann ist dann nichts. Traust du dich nicht? Auf der Suche nach einem Klo sind wir in einem kleinen Café gelandet, haben uns was zum Trinken bestellt und das Klo benutzt. Und das Beste ist aber die Aussicht, die ist wirklich schön. Dass es so warm wie es jetzt ist, da glaubt man gar nicht. So, wir sind jetzt abgebogen und natürlich wieder auf Schotter, wie ihr unschwer erkennen könnt. Und zwar zum nächsten spannenden Ort. Und zwar fahren wir ins Wadi Dam. Das ist ein eher unbekannteres Wadi. Und man kann da baden, wenn es gut geht. Das heißt, wir sind gespannt, was uns da erwartet.
Parkplatz gefunden. Ups. Schauen wir mal. Schatten. Sehr gut. Okay, also ein bisschen zum Kraxeln. Aber man sieht da schon die Pools. Ich weiß nicht, aber der hat nichts an da. Oder die. So, wir sind jetzt beim Teil vom Wadi-Damm, wo mehr Wadi ist, mehr Wasser. Und es ist relativ kalt und draußen im Schatten gar nicht so warm, wie man eigentlich glauben würde. Darum werden wir wahrscheinlich da jetzt, oder eigentlich sicher, nicht baden gehen. Aber was interessant ist, da hinten geht es weiter, nur zu anderen Pools und sogar zum kleinen Wasserfall, ist uns gesagt worden. Ihr seht aber auch da hinten, dass das gar nicht so ungefährlich ist zum Aufgehen mit dem Ast und mit dem Seil. Zuerst hat einer den Ast schon umgehauen. Ja, aber wir haben gesagt, das lassen wir, weil wir wahrscheinlich nicht ins Wasser gehen. Und ja, aber cool für all jene, die in der Gegend sind. Da geht's runter. Das ist der drittgrößte Canyon der Welt. Wahnsinn. Hinter mir sieht man tatsächlich den höchsten Berg von Oman und der ist leider nicht erreichbar, weil oben irgendeine Militärstation ist und die Straßen auf ist gesperrt. Der Gupf daneben, den kann man besteigen, aber der zweithöchste ist halt auch nicht wirklich das. Der Canyon da aber, Halleluja, nicht schlecht. Und man kann mit dem PKW auch verfahren, es ist asphaltiert. Fuck. Also, alles können wir doch nicht fahren mit unserem Gefährt. Dafür kann man da wieder raus. Auch Tag 2 hat uns wieder mal richtig viel Spaß gemacht. Miswat ist eine interessante Siedlung, aber definitiv kein Must-See im Gegensatz zum Rest der Gegend. Das Wadi-Damm ist auf jeden Fall ein noch wenig überlaufenes Wadi im Vergleich zu anderen. Es wird aber auch dort schon fleißig gebaut. Mal schauen, wie das in Zukunft ausschauen wird. Das absolute Highlight ist aber definitiv das Jabal Shams Plateau. Man sieht nicht nur den höchsten Berg des Landes mit fast 3000 Meter Höhe, sondern gleichzeitig auch noch den tiefsten Canyon des Landes. Wow! Wir bleiben erst einmal für eine Nacht da heroben, genießen das Ganze. Morgen geht es nämlich zu einer ganz besonderen Wanderung. Was ist Wildcampen ohne Feuer?